Nun denn, nun denn, nun denn. Es regnet Tag für Tag. Ich weiß gar nicht, ob das hier in Albion so sein muss oder nicht, aber es ist ein bisschen verwirrend auch, ne? Willkommen zurück, Freunde. Wir sind dabei, irgendwie zu gucken, dass wir hier noch ein paar Leute upgraden können. Nicht immer ganz einfach ist tatsächlich, aber wird schon. So, vielleicht ein bisschen Käse wäre eine Option. Oder ein bisschen Bier, ne? Was wollen wir zuerst machen? Wir gucken mal. Wir haben den Ochsenhof, wir haben die Käserei. Ich brauche 2 Käsereien für einen Ochsenhof. Okay. Bier ist ein bisschen aufwendiger, also machen wir erstmal das hier. Vielleicht gucken wir ganz kurz, wie es hier mit dem Schiff aussieht, ne? Krieger der Skaha! Sind wir nicht wieder stark geworden? Alter. Wurde unser Blut nicht dicker mit jedem neugeborenen Ochsen? Man sagt, Roms letzter Kaiser sei wie ein Hund gestorben. Die Pax Romana ist vorbei. Seht euch sein Weib an, geschmückt mit Reichtümern, die Rom unseren Vorfahren geraubt hat. Lassen wir, die Skaha, solche Beleidigungen zu? Oder erinnern wir ihn an das Schicksal von Landinium und Mattiacorum? Blut und Eisen! Jetzt weißt du, mit wem und was du es zu tun haben wirst. Ihre Drohung sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ihre Festung Kerek Moor. ist ausgesprochen gut verteidigt. Man sollte sich wirklich fernhalten. Wo wir gerade davon sprechen, Anctius, machen wir uns auf den Weg. Schön langsam. Der Nebel. Der Nebel. Der Nebel, der Nebel, der Nebel, das ist der Nebel. Ist bereit. Jo, da sind ein paar Truppen, ne? Wobei ich sagen muss, will sie jetzt mit den wenigen Mannen, will sie jetzt Rom angreifen, oder wie, oder was? Stellen wir jetzt auch ein bisschen Prokurator, witzig vor. Ich glaube, Voada bereitet einen Angriff vor. Wäre nicht das erste Mal. Durch die Welle. Tolle Antwort. Wäre nicht das erste Mal. Was könntest du denn benötigen? Die Zeit fliegt. Und wir mit ihr. Die Zeit fliegt und wir mit ihr. So, nur 26, warum das eigentlich, wenn ich mal fragen darf, ne, was jetzt hier passiert. Gibt es irgendwo Probleme? An Schuhen liegt es, glaube ich, nicht. An Tuniken auch nicht. Schilf haben wir auch. Schilf Ahoi. Schlamm auch. Das kommt auch gut. Jetzt schauen wir nochmal schnell, wie es hier so aussieht. Ne? Gut, hier wird immer das draufstehen tatsächlich. Ja, Schlamm ist jetzt 2. Ich glaube, wir können noch einen bauen. Und hier, das könnte aufgehen. In einer deiner Städte gibt es einen Mangel an Arbeitskräften. Mhm. Ich weiß, ich weiß. Jetzt nicht mehr. Gut, wir wollten Bier, wir wollten Ochsen. Nein, wir wollen erstmal Käse, ne? Käse, Schmilz, Käse, Schmilz. Und jetzt komme ich, der Pilz. Was? Was wegen Bier, ne? Pilz. Nein, so ein alter Insider. Aus Weizendeutschen. Ich sagen Comedy-Serie, nee. Eine normale Fernsehserie, ja. Fuck, wie sagt man denn früher? Sitcom, was ein Sitcom? Ja doch. Meine Lieblings-Sitcom von dem her. Aber schon uralt. Damals Ende 90er tatsächlich. Sehr bekannt und beliebt. Ja, bei uns, aber ja, wie gesagt. Ist schon eine Weile her. Wir machen weiter, immer heiter. Wir haben ein bisschen was zu tun. Wir brauchen Ochsenhof, also gesagt, einen so und dann eine Käserei, ne?
Aber schon so einen fetten Ochsenhof und muss trotzdem noch Modul dran bauen. Ich krieg die Krise. Aber versuch's mal so. Nein. Hier, Käserei. Ah. Mann. Sag mal. Bisschen wild heute, ne? Also, dann haben wir das. Lagerhaus, wie gesagt, wie schon angemerkt, hier ein bisschen weit weg. Dann nehmen wir das Ding noch. Ganz wenig Arbeitskräfte, ja, ist ja klar. Das heißt, hier kommt die nächste Kutsche. Upgraden. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit den Leuten hier. Und so schnell kann es gehen. So, jetzt brauche ich erst einmal hier ein bisschen Schilf, ein bisschen Produktion, ne? Welcher Kaiser schickt dich dieses Mal? Vergiss es. Es spielt gar keine Rolle. Schlamm ist zu wenig? Das hat falsch gerechnet, krass. Ja, Moment mal, Moment. Das heißt, jetzt wird es das stimmen, oder was? Der Regen stört mich nicht. Ah, leck mich am Ich bin Arsch. viel glücklicher hier, als untätig in Vaters Palast zu sitzen, während alle um mich herum ihr Leben leben. Recht hast du. Ich drehe eine Runde in meiner Nussschale. Hä? Ist 1,30? Okay. Ja, 4 Schlafdinger hätte halt Sinn gemacht, wenn hier 2 stehen würde, dass es 2 Minuten braucht, aber gut. Scheiß drauf. Wir werden eh nicht so viele Flat-Dinger jetzt die ganze Zeit brauchen. Kann ich hier vielleicht ein bisschen Speed geben und so, damit es schneller geht. Das wird schon. Erstmal hier gucken, noch mit der Käserei. Kann ich schon irgendwie da ist ansehen. Okay, aber dann wieder vom Prätor, ja, super. Diplomatie. Armeestärke 7000. Marinestärke, okay, Verteidigungsstärke. Ja gut, ich will auch in den Kampf ziehen gegen sie. Sicherlich allein zurecht. Warum klammerst du dich an deinen Kaiser? Er ist auch ein kaiserlicher Prätor, ne? Er ist einfach selber der Kaiser. Ein paar fehlen noch. Gut, der ist klar, ist halt noch von Latium her. Was denn ansonsten hier von der Nahrung und so? Das können wir noch ein bisschen zulegen, ne? Okay, jetzt haben wir sowieso viel zu viel. Okay, ich will natürlich jetzt hier den Platz unten nicht bereits wieder belegen, ne? Weil da kommen sicher da neue Gebäude, die wir brauchen. Geht das schon? Ah ja. Neue öffentliche Dienste freigeschaltet. Wettkampfwiese und Fanum. Der traditionelle Mehrkampf ist eine gute Gelegenheit für junge Kelten, ihr Können unter Beweis zu stellen. Fanum als synkretistisch-religiöse Struktur würden dieses Fan mal opfern. Okay. Also mal gucken, ne? Das sind die Gebäude, die ich auch für die normalen Typen brauche, ne? Das heißt, ich könnte natürlich auch hier noch ausbauen, könnte es auch aufsparen für andere Gebäude. So öffentliche Gebäude wie zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht ein Medicus, ne? Wäre nicht unbedingt ganz verkehrt. Da wäre natürlich etwas, die hingegen, ach du Scheiße, hey. Habt dafür eine große Reichweite, ne? Die will ich tatsächlich irgendwo hier unten bauen, wenn ich ehrlich sein soll. Und hier unten eher so das Gebiet dafür bauen. Und des Regens sehe ich natürlich gar nicht, wie weit überhaupt kommt.
jetzt sind wir schon besser. Fanum, wie sieht es damit aus? Ein bisschen, ne? Also öffentliche Dienste, ne? Wäre natürlich auch Gesundheit, Brunnen, die haben wir noch. Unruhe bekämpfen, aber auch am Stadtstatus ein bisschen höher. Genau, den mal hier hinbauen, ne? Weil Mini-Ding, da wird er sicher was brauchen. Also machen wir hier mal noch ein paar Häuser hin. Kann auch hier die Straße hier wegnehmen. Ja, aber hier noch eine. Ja, aber auch hier wieder gerade, tatsächlich. Ich habe auch gefragt, warum schon wieder, aber ich finde es gar nicht mal so übel, tatsächlich. Ja, ein bisschen anderen Aufbau überall. Das kann man durchaus machen. Ne? Hier passt, glaube ich, ziemlich gut rein. Jo, perfekt. Also hätte das geplant, ne? Unglaublich. So, eben, dann kann ich da, gerade wegen den Gebäuden hier. Sängerstube kommt auch bis da oben hin. Hast du was in der Sängerstube? Nicht wirklich, ne? Wäre jetzt die Frage, wenn der nochmal... Ich kann ja auch ein bisschen höher bauen, ne? Weil ich werde wenn überhaupt, unten nochmal eine hinbauen, nicht oben. Wäre ja schön bescheuert. Oh. So, da passt sowieso hin. Das heißt, wir machen hier noch 2, 3, 4, kann sogar 5. So. Hier nochmal ein paar von den Häusern hinbauen, aber gerade echt kein Schimmer tatsächlich. Muss man mal schauen. Hätten wir das Ding, da wird dann vermutlich eher gerade. Oh, jetzt natürlich ein bisschen knapp, ne, von der Wohnfläche her. Ich wollte eigentlich sowieso nach unten gehen. Oder eben, Moment. Der würde hier hinpassen, ne? Der reicht ziemlich weit nach oben. Mach den trotzdem da. Das macht mehr Sinn, ne? Also ja, hier hin. Und ich quasi das keltische Abteil, wenn man so will, nach hier unten hin baue. Dann den nach dahin. Dann machen wir mal hier hin und wegen Gesundheit und so haben wir noch die öffentlichen Dinger. Ich habe nicht nur einen Brunnen wegen Brandsicherheit, sondern auch Latrinen, dass ich irgendwo hier noch reinquetschen kann, zum Beispiel hier. Da oben kann man auch gut noch eine hin machen. Ja. Das kommt doch langsam aber sicher gut. Vielleicht den auch in der Höhe bauen. Oh ne, komm. Passt schon. Natürlich unten langsam das Problem wird, ist mit den Gebäuden. Die Sängerstube muss ich dann irgendwo hier unten normal hinbauen. Also sicher weit ja, rüber ist der natürlich auch nicht gerade so der Hammer, ne? Hier werde ich ja eh nichts mehr bauen, das heißt... Theoretisch in die Richtung. Moment, muss man hier alles wegreißen. Das gehen wir jetzt sowas nach dem Sack hier. Ja, geht es gar nicht mehr. Oh, die Bäume nicht mehr wegmachen. Schade. Doch einfach mal hier Straßen zu bauen, ne? Weil dann gehen die Bäume schon weg. So. Och, nicht dein Ernst. Kommen die Bäume mal wieder zurück.
Ja gut, Natur halt, ne? Natur bahnt sich stets ihren Weg. Naja. Tageszeitmäßig. Also ich hätte gerne wieder ein bisschen Tageslicht, dankeschön. So. Öffentliche Dienste, ne? Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem. Also sogar Ziegel noch. Junge, Junge. Na, das braucht hier, ne? Das Also- Feuer darf nicht ausgehen. Nö, keine Sorge. Trotzdem nur 12 Stück, da ist nicht viel, ganz ehrlich. Da scheint es mit dem Käse zu laufen, ne? Gut, was willst du schon wieder? Richte deinen Blick auf den Horizont und überlass den Rest den Göttern. Warum soll das kaufen? Ich hab 2 Schiffe. Also mein gerade zu dem Zeitpunkt, ne? Generell kaufen und so tue ich gerne, aber aktuell läuft's ja. So, Kaserne bauen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich jetzt Kaserne baue, dass ihn direkt angreift. Das will ich gerne vermeiden. Oh, Schlamm. Ich brauche noch mehr Schlamm. Ja, leck mich am Arsch, ey. Okay, wisst ihr was? Planänderung. Ich mache das Ganze nochmal neu. Wir bauen das anders. So. Entsprechend kommt die ein bisschen nach rüber. Dass man die Dinger hier so bauen kann. Jetzt merke da zwar von wegen, ich habe keinen Weg mehr, was soll das? Ein Lagerhaus in Reichweite. Es ist ein bisschen weit weg, ne? Aber so kein Problem, wir bauen einfach ein neues. So. Das passt auch noch. Wunderbar. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen auf Vorrat, ne? Kann immer noch bauen. Den in Betrieb nehmen. Ja, hier mussten halt ein bisschen anders bauen, ne? 2 werden sowieso nicht reichen. Gehe ich hier auch in die Schräge? Immerhin 140, ne? Ich brauche. Wobei ich brauche eigentlich nur Schlammtrockner, ne? Nein, das brauche ich gar nicht. Das heißt, ihr könnt hier vielleicht sogar noch. Oh. Hier natürlich auch einen Planungsmodus drin. Das ist ein bisschen doof. So. Ja, muss ich später nochmal ran, mir was zu machen. Und auch hier so einen Sumpfplatz haben, weil ich genau nicht weiß, was der jetzt genau bedeutet. 5 fehlen noch, ne? So. Geht der auch in Betrieb? Mach schon mal 4 von denen, dann kann der nämlich heute anspringen, weil ich brauche ein bisschen mehr, als ich gerade hier rauskriege. Genau, aber dann passt es hier. Und jetzt ist die Frage bei den Ziegeln. Was haben wir hier für ein Verhältnis? Fast schon befürchtet. Der braucht natürlich auch einen Köhler. Gut, die ganzen Wälder habe ich ja hier. Das Köhlerei kann ich theoretisch hier drin legen.
Dann kommt der Ziegelmaster of Disaster irgendwie hier hin. Ja, hier gibt's keine Probleme. Es gibt keine Probleme, nur Lösungen. So liebe ich das. Ja, wenn es immer so einfach wäre, ne? Gut, dann. Mir fehlen Ziegel. Mir fehlen Ziegel. Mir fehlen keine Ziegel. Die Wettkampfwiese. Ist das überhaupt das, was ich gerade brauche? Also ich meine jetzt brauche im Sinne von Zufriedenheit, Gesundheit, Ansehen. Aber Kosten. Vor allem natürlich Wissen, ne? Wissen ist Macht und so, kennen wir. Ah, Ziegel dafür, scheiße, er kann machen. Ihr Wölfe von jenseits des Meeres wisst, wie man für die Ewigkeit baut. Das muss ich euch lassen. Man reiche mir mein Geschenk. Gekonnt umgesetzt. Danke. Die wurde ein Geldgeschenk angeboten. Wenn du es annimmst oder ablehnst, hat die je nach Prätor, der das Geschenk gemacht hat, unterschiedliche Konsequenzen. Ein Geschenk anzunehmen wird als Friedenszusage gewertet und dann den Gönnern, wenn du angreifst, gibst du ihm einen sehr guten Grund, dich nicht zu mögen. Außerdem kann dies seinen Ruf verschlechtern. Warum soll ich ihn angreifen? Kann durchaus sein, dass jetzt die Piratenbraut das Gefühl hat, ja, sie müssen mich jetzt angreifen. Wer die Krone trägt, muss auch für die Krone sterben. Okay. Und? Kommt sie jetzt und sagt, was machst du da? Ich greife dich an. Wir machen noch ein paar mehr Schmieden, ne? Das soll gerade das kleinste Problem sein. Ich glaube, ich gehe hier mal nach unten, ne? In der Breite wird sowieso ein bisschen schwieriger. Eigentlich bis hierhin geht's ja, ne? Ja. Naja. Wobei, vielleicht ganz so schlecht, ne? Dann hätte ich hier eventuell noch ein bisschen Platz. Ein anderes Gebäude oder so. Wer weiß. Bei dir zum Beispiel. Nein, mach's doch. Nein, doch nicht so, Mensch. Wieso? Um 3 Gottesnamen, so geht es das nicht. Ich will nur um ein Feld verschieben. Nee, geht nicht. Ich weiß nicht, so einfach wegnehmen? Geht auch nicht, ne? Was zum Henker war das gerade? Also weil ich gerade momentan diagonal baue. Ja, okay. Ja, hier geht's, hier oben geht's wieder nicht. Das ist doch einfach nicht zu fassen. So. Da bin ich noch ungefähr in der Reichweite. Nicht bei allen, aber irgendwie doch. Ich kann natürlich auch nicht upgraden, ne? Ist leider auch so. Geht der aber doch relativ weit nach oben. Das heißt, ihr könnt zumindest die mal noch upgraden. Vor den Tuniken hatte ich nur ein paar Haare auf der Brust. Schön für dich. Neue Option verfügbar. Jo, jetzt können wir bitte noch mehr machen. Schiffswerf geht auch. Neue Hosen. Neue Hosen wären nicht schlecht. Eigentlich würde ich erstmal gerne eine Brauerei machen, aber ja. Hier gibt's kein heißes Eis. Ah, die scheiß Kohle fehlt, das war zu befürchten. Brauerei baut auch welche. Aber gar nicht so schlecht, ne? 2 Brauereien für einen Köhler. Wie sieht es denn hier aus? Ja, also könnte eine Köhlerei quasi eine Ziegelei und eine Bierbrauerei unterstützen. Das passt doch. Oh, leg mich am Arsch, ey. Muss der Bereich so groß sein. Ah, die entwickelt er absichtlich. Ja, Freunde, ich kriege hier noch ein bisschen mehr raus. Ne?
Jo, dann schauen wir mal, ne, ob das so aufgeht. Ich glaube, wird jetzt ein bisschen knapp, ne? Muss ich nochmal nachlegen. Tunigen reicht nur noch knapp. Genauso mit den Aalen und den Herzmuscheln. So. Religion, ne? Was können wir hier machen? Gesamtproduktionskette. Bier? Hm. Warum eigentlich nicht die Aale? Verstehe ich ja nicht. Mars. Ja, vielleicht wäre Einfluss von Rüstung und so, und vor allem von Kohlen nicht schlecht, weil mit Kohlen habe ich halt echt ein bisschen ein Platzproblem auf der Insel. Dein Kriegseifer soll auf unseren Schlachtfeldern Einzug halten. Naja. Forschung. Fünf Wissen. Jo, das kann nur gut werden, ne? Das kann dauern. Ach du Jemine. Erstmal den bauen, ne? Aber erstmal ein paar Ziegel noch. Brett natürlich auch, aber ja, das kommt schon alles. Auch ein bisschen Zeit, braucht ein bisschen Geduld. Wie so oft im Leben. Könnte eigentlich, wenn ich hier eben noch den haben, wieder ein bisschen rumfahren und gucken. Ah, schon besser. Gut, das ist der Glaube, ne? Der Glaube an Mars, den Kriegsgott. Also mit nur 10 Aalen an Bord bin ich ja eher schlecht bedient, ne? Sind wir ehrlich, ist ja praktisch auch nichts. Natürlich braucht er Platz dafür. Haben wir ganz vergessen. Den stört es weniger da tatsächlich. Jetzt vielleicht die auch nochmal versuchen, ne? So. Und die Produktion auch mal noch gerettet. Dann kommt der hier. Entweder dann dasselbe. So. Da kostet ja kaum etwas. Garum brauchen wir auch noch. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ein ganzes Feld zum Üben. Okay, hier ist das Bier, das ist klar. Das Bier bringt Bevölkerung, Einkommenszufriedenheit, Wissen. Wissen -1, okay, ja gut. Ja. Da müssen wir gar nicht groß hinterfragen, warum das so ist. Torwag und Hosen? Meine Hose bin schlecht. Okay. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Das war der Plan. Was haben wir hier Schönes? Hosen. Ein echter Kältewart etwas trägt, denn eine Hose. Um gegen Kälte und die Kelten haben Kälte. Dran gegen Kälte. Kälte und Zecken zu schützen. Von Torkes, von Römern oberflächlicherweise spirituell gehalten, sind Torken und Kelten eigentlich ein Zeichen des Ranges. Okay. Ich meine, er muss ja noch ein bisschen Ziegel produzieren, ne, ist klar. So, für den haben wir es gleich mal. Natürlich auch nachher wieder ein paar Kosten da, ne, das ist immer ein bisschen doof. Erstmal den Medikus vielleicht. Mehr Gesundheit bringt natürlich nicht mehr Kohle ein, ne? Ein bisschen weniger.
Aber egal, Medikus ist schon wichtig. Jetzt mal gucken. Fäberbaupflanze kann ich hier nicht machen. Wo ich zuerst dachte, ich könnte es. Aber der Kräuteranbau. Schafe kann ich einfach so machen, ne? Okay, gut. Ansonsten, jetzt haben wir das mit 1,30. Ne, aber hier ist natürlich einfach, weil ich auch sagen kann, okay, ich mache 3 Hosenmachern für einen Schafshof. Zum Beispiel. Also hier geht's ja, ne? 3, 2, 1. Wieso es da oben nicht funktioniert, keine Ahnung. Moment. Ja doch, 3, 2, 1. Mainz. Dann haben wir hier Kupfermine. Die haben wir, die können wir erschließen. Ein Drahtzwirbler. Köhler. Das Problem ist natürlich jetzt durch den Gotteseffekt, ne, von Mars ist der eigentlich schon aktiv. Ja. 20% Produktivität. Das bedeutet, wenn ich jetzt kurz nachgucke. Jo, das sieht gut aus. Und dabei haben wir, wie gesagt, ne, Dinge schon angeschaltet hier. Hallo. Die Zieglerei als auch den. Wo war er? Huch. Ich werde übersehen. Noch ein anderer, der noch Kohle brauchte. Der ist noch gar nicht an. Das könnte natürlich auch sein, ne? Dass ich ihm gerade nur geträumt habe. Ah ne, weil hier das Bier. Okay. Gedacht habe, es aber noch nicht gemacht. Hier, ne, das Verhältnis 3 zu 1, ne, also quasi eine Köhlerhütte reicht für 3 Drahtzwirbler und da werden wir locker hinkriegen. Da gilt hier die Kupfermine. Bergplatz, ne, haben wir ein paar. Das geht überall, ne, ist egal. Ich kann wählen zwischen Kupfermine und Eisenmine, was er nehmen will. Ne, nehmen ist das, wofür brauche ich eigentlich Eisenmine? Man sieht das irgendwo schon, oder? Das ist schon ein bisschen früh dran. Zum Beispiel, wo haben wir jetzt hier nochmal so ein Gebäude? Hier unten, ja, meine Option. Dann kann natürlich das Lagerhaus und dann hier, wenn ich hier zum Beispiel sage, hey, mach eine Kupfermine raus. Dann macht der Kupfer und dann sage ich, hey, mach mal einen Drahtzwirbler, dann macht der Draht. Zumindest in der Theorie. Dann haben wir hier noch das Ding. Oh, da geht die Kohle runter. Fanum der öffentliche Dienst, aber das kann ich endlich hier wieder forschen, ne? Ja, das Wissen steigt. Gestampfte Erde. Ja, ich werde nächste Folge mal noch ein bisschen gucken, ne, wie wir das nochmal ein bisschen weiter optimieren, ne, mit allem drum und dran. Aber ich glaube, das kommt schon gut. Können wir mal ganz still. Hier also die Wettkampfwiese, wo sie prügeln können. Hier oben, ne? Keltisch wie sie halt sind. Die aktive Schutzgottheit der Mars. Ja, ich glaube, das bringt für die Insel momentan am meisten, ne? Eben aufgrund der Tatsache, dass er offenbar bald den Kriegszustand oder so muss. Und zwar natürlich auch der Köhlerei, weil sonst hat er ein Problem. Eine Entscheidung, Ehre. Die Bürger der Stadt Krakmum in so letzter Meer der Förmigkeit und Verehrung. Es bitten dich, das Armilustrium, ein Fest für Mars, auszurichten. Der Spezialist oder Captain für das Fest bezahlen, 2000 Ressourcen bereitstellen, beginnt das Fest verschieben. Das Fest des Mars! Der Riegel ist unter uns! So. In der Köhlerei, der ist immer noch top. Vor allem habe ich einen Effekt drauf, 120%. Kupfererz sieht auch gut aus. Das soweit auch. Tuniken ein bisschen schlecht, da muss ich mir noch ein bisschen nachhelfen. Tuniken hier unten. Oder die hier. Gut, das ist ein kleines Problem. Du baust bereits seit 2 Stunden, Ehre. Dürfte ich dir ein paar Erfrischungen vorschlagen? Es sind nicht ganz 2 Stunden tatsächlich, aber es ist eine gute Idee.
Ich will so die Folge beenden. Ich will nur kurz noch hoffen oder gucken, wie das mit dem Torge hier ist. Den Effekt will ich noch gerne schnell kurz auf die Schnelle sehen. Thumbnail brauche ich keins mit dem Torge, den kann man anders mal aufsparen. So ein öffentlicher Gebäuden. Ah, das ist so ein großes Teil, ne? Die Stadtwache. Natürlich überhaupt keine Reichweite, das Teil, aber ich würde es gerne da oben machen. Ich mache es auch mal dahin. Ne? Ich weiß nicht schon künftig, wenn. Ah ja, das müssen wir machen. So, Minikuss, Minischluss. Dann machen wir natürlich hier oben noch einen hin. Gesundheit ist nämlich wichtig. Ich will, dass allen meinen Leuten ja gut geht. Dann halt Hafengebäude. Keine Hafen, sondern Hafengebäude. Wir können eben die Kaserne bauen, aber das mache ich ja später, weil ich eben Angst habe, dass plötzlich das Ding angreift. Die Villa des Prätors, Unterhaltskosten, ja, scheiße. Und dann bald schon Trinkhörner und zeremonielle Schilder. Der Käse schreit danach, dass man ihn den Berg runterrollt. Und das kommt auch schon, ne? Sehr schön. Und da ist Verhältnis sehr gut. Gut. Und ihr könnt ja auch bald dann aufsteigen, ne? Das läuft auch so mit dem Flechtwerk, mit den Brettern. Wunderprächtig. Freunde, es läuft. Ne? Wir haben jetzt auch das Ding hier. Das Wissen, die Forschung, die kommt. Braucht zwar offenbar noch 1 Stunde 28, aber wird niemals lange dauern. Ich würde sich erstmal... Ja, gehe ich erstmal auf dahin oder gehe ich noch was anderes? Das ist kriegsbedingt, ne? Reparaturgrenzen sind sowieso cool. Ich würde gerne irgendwie hier noch was machen, aber da ist halt die Frage, was, ne? Die Kunst des Schenkens, Diplomatie eher. Hingegen eher schwierig. Moment, der Findergeist, das war das schon wieder. Wissen, Preiseffekt plus 2. Ja, aber in der Nähe ist ein bisschen doof. Ja, römischen Weg in Albion wählen, ne? Jetzt habe ich natürlich den falschen gemacht. Den kann ich machen, der ist ja römisch-keltisch. Den noch hinzufügen, dann machen wir das Ding noch. Aber Beton dafür. Bessere Belege, ja. In Albion wählen. Eben vielleicht, man sieht es ja hier, ne, dass die Leute hier zum Teil also die Option hätten, was anderes zu machen. Den hier. Römischer Ausbau wäre mit der nächsten keltischen Einwohnerstufe freigeschaltet. Ne? Vielleicht kann es so kombinieren. Da wäre natürlich cool, wenn es irgendwie so geht. Ansonsten, ja, würde man sagen, das war's für heute, da Freunde. Ich danke fürs Zusehen. Wir sind trotz allem wieder relativ gut dabei. Nö. Thumbnail und so. Ein Thumbnail habe ich eigentlich. Das habe ich das letzte Mal gemacht. Machen wir eigentlich das vom Beginn der Folge noch, ne? Kannst uns mal das noch versuchen, komm. Käse schmilzt, Käse schmilzt. Ich komme ich zum Pilz. Naja, nein. Ja, so sieht das also aus hier. Ob das so soll, keine Ahnung. Das ist auch nicht mein Problem. Es soll ja hauptsächlich schmecken, ne? Und dann, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.